Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII. Uff, pelzig. Mir ist ein saublöde Fehler passiert. Ich habe mich hier in dem Tunnelsystem verlaufen und in der festen Überzeugung, ich hätte hier an dem Ort hier gespeichert, bin ich ins Hauptmenü zurückgekehrt, habe meinen letzten Speicherpunkt geladen und habe die ganze glorreiche Sache aus dem Nordkrater wieder machen müssen. Ich habe die Kapseln jetzt wieder so verteilt, das kann sein, dass mal ein paar Levels niedriger sind. Oder dass wir ein bisschen niedriger sind. Aber das soll uns jetzt erstmal nichts ausmachen. Wir gehen jetzt mal hier lang. So. Ich mag nämlich hier noch alle Truhe kriegen. Und ich habe geglaubt, ich hätte alle verballert. Die da oben waren. Schere hier ist ja sehr treffend. Und er kann der Scherenkick. Wer hätte es gedacht? Jo. Da ich hier wirklich alles mitnehmen will, was es gibt. Weil gerade im Nordkrater viele schöne Sachen sind. Habe ich gedacht... Ich hätte es versaubeitelt und das wollen wir ja nicht. Und naja, da ich normalerweise immer da einen Cut setze, wo ich auch speichere, hat sich das so eingebürgert, dass ich dann da gedacht habe, ich hätte gespeichert, obwohl man hier im Nordkrater eigentlich mit Hilfe von den Speicherkristalle sei Speicherpunkte setzt. Und ihr merkt wahrscheinlich, dass ich noch total aufgeregt bin und ich krieg schon die Gäsegichter beim Retter und überschlag mich beim Retter. Aber ich komme jetzt so langsam wieder runter, weil jetzt bin ich wieder in der Aufnahme. Und die schlimmsten Flüche sind in der Zeit ausgesprochen worden, als das Mikro aus war. Gut, nochmal runter Heilung für die Buwe. Und dann holen wir uns hier eine Kraftkapsel. Sehr schön. Wieder Parasite. Okay. Ja, die Limit-Attacke werden jetzt wahrscheinlich auch etwas anders gestaffelt sein, als ihr das von der letzten Episode kennt. Aber vor lauter Zorn habe ich mal Limit-Attacke dann loslassen müssen. Ja. Mann, das gibt's doch gar nicht. Also diese scheiß Paraviecher, diese Parasite, die händen's echt mit Sid. Irgendwie mögen sie denn nicht. Das ist schon sehr auffällig. Ey, jetzt könnt ihr mal bitte das Sid in Friede lassen, ihr Kotzeviecher. Das wäre echt nett. So. Ach, sag mal. Das gibt's doch gar nicht. Scheißvieh. Okay, wir warten jetzt nochmal, bis der Barret soweit ist, weil so viele Phönixfedern haben wir nicht mehr. Barret, sei mal so gut. Belebt mal der Buhr. Dann täte ich mal ganz gerne Heilung noch auf alle Quetsche, wenn es irgendwie... Ey, die mobben mich doch echt, die Scheißviecher. Jetzt reicht's aber echt, die warten doch nur drauf. Noch einmal. Und jetzt rotzt das Vieh ins Nirvana. Wie? Das gibt's doch alles gar nicht. Ey, das ist doch echt Mobbing hoch 3, dass die schon das Sid hier jetzt platt machen, obwohl der noch gar nicht wiederbelebt ist. Mann, die Hände echt auf den Kieker. Okay, die zwei haben auch noch ein Level kriegt. So, folgendes. Du machst mal Leben hier. Und Cloud... Du darfst schon wieder sauber, sag ich. Du darfst schon wieder Heilküsse. Und was haben wir dann hier noch? Hier gibt's noch eine Abwehrkapsel. Okay. Ich weiß nicht, ich habe die Gegenstände im Nordkrater irgendwie epischer in Erinnerung als ständig nur Kapseln. Drachenforce. Okay. Dann geben wir dem Vieh mal. Zack. Und zack. Und zack. Das war's auch schon. Die Viecher geben halt auch jede Menge Erfahrungspunkte. Sehr, sehr praktisch zum Leveln hier. Und auch jede Menge Erfahrungspunkte, sag ich. AP geben sie halt auch noch jede Menge. Okay, da unten. Wo sind wir da? Aha. Heldentrank. Okay. Das ist wahrscheinlich Kaba oder so gemixt mit Heroin. Könnte ich mir vorstellen. Ach ja. Und was haben wir jetzt für Gegner wieder?
Ah! Das ist der Master Tonberry. Die sind ziemlich heftig, die Kreaturen. Lasst euch von dem harmlosen Aussehen nicht abschrecken. Das sind verdammt harte Gegner. Jedermanns Albtraum. Das war schon mal Barret gekillt. Der kommt auch wieder näher. Überfallen mal. Nein, das war auf Sitter noch. Konnte nichts stehlen, aber die Hen was. Das war jetzt auch noch ein... Wow, da geht zum Cloud rüber. Nicht auf Sid, auf Barret hätte ich es gern, ja. Überfallen noch einmal. Ich will von dem Vieh so gut wie möglich klauen. Zack. Elixier haben wir geklaut. Wow, es kommt näher. Hau ab, du Wicht. So, jetzt müssen wir nochmal so richtig auf die Schnut geben. Er ist kaputt. Hui. Der kann nämlich sehr, sehr gefährlich werden, wenn der nur kommt. Und er gibt 6000 Erfahrungspunkte und 200 AP. Nett war Oma, wie ich finde. Okay, heil doch mal der Barret wieder. Und dann können wir hier wieder hochgehen. Da kommen wir erstmal nicht rein. In die kleine Höhle links mag ich noch, wo es die Truhe gibt. Okay. Können wir da hingehen. Und können da die Gemütskapseln noch holen. Moment. Wir können doch auch hier springen. Da können wir bestimmt von der Seite aus nochmal links runter. Was haben wir dann da noch für einer? Noch ein schwarzer Drache. Okay. Dann gucken wir mal, was du hast. Ich wüsste so gern, was du hast in deinem Inventar, in deinem ominöser. Dafür hakt er aber ziemlich auf die Schniss drauf. Ich glaube, der will nicht gestohlen werden. Und mit dem Sid hänst die Gegner irgendwie. Und, wie schaut's aus? Konnte nichts stehlen. Ultima! Au! Ja, das hat schon ordentlich weh da gerade. Okay, aua. Boah. Das war jetzt aber richtig heftig. Ja, je weniger Cloud aushält, desto weniger zieht seine Waffe auch ab. Das ist der Malus von dem Ding. Der muss so gut wie möglich over sein. Also Sid, mit dir hängt es irgendwie in einem Durchlauf. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie mögen sie dich nicht. Ja komm, Cloud muss ganz voll sein. Ihr habt vielleicht auch gesehen, dass die Klinge von der Waffe violett war zum Schluss. Also je niedriger seine Gesundheit ist, desto schlechter zieht er halt auch ab. Mega-Elixier. Geil. Das heißt, unser Livi Volk sollte am besten immer voll geheilt sein, damit er auch maximalste Schade reißt. Okay, da sind wir jetzt an der falschen Seite rausgekommen, glaube ich. Okay, wieder die Schere-Type. Das ist in Ordnung. Uiuiuiui. Er hat ja voll die Gesundheit. Jetzt kann er richtig nochmal die Sau rauslassen. Okay. So viel dazu. Und einen X-Trank gibt's noch. Gerade mal gucken. Nee, das bringt uns jetzt nichts mehr. Da kommen wir nämlich nicht vorbei. Das heißt, wir müssen wieder hoch und von dort aus wieder der richtige Weg von rechts nach unten. Damit wir dort dann den Sprung nach unten wagen können. So. Wieder ein Scherer. Hi Scherer. Manometer. Ja, nicht schlecht. Okay. Aber jetzt nähern wir uns so allmählich auch wirklich im Ende von dem ganzen Spiel. Nordkrater ist unser letztes Gebiet hier in Final Fantasy VII. Und danach ist das Spiel so weit dann auch vorbei. Ich weiß nicht, ob man danach noch erkunden kann, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube, das... obwohl, doch, ich glaube, man kann nach dem Ganzen nochmal erkunden gehen. Dann ist halt nur der Sephiroth als Endboss weg und die Geschichte ist eigentlich gelaufen. Aber ich weiß es nämlich genau, um ehrlich zu sein. Weil es ist bestimmt schon 10 Jahre her, dass ich zuletzt gespielt habe. Da gerade nochmal reingucken. Hoppla. Das war so ein kleiner Schluck auf grad. Okay. Glücklicherweise nur einmal.
Kennt ihr das, wenn es so Leid gibt, die über Jahre Verdelschlickser haben? Also Schluck auf, heißt in der Pals Schlickser. Und wenn man jetzt zum Beispiel so hockt und macht immer so und dann 2 Tage später wieder. Das habe ich bisher noch nie gesehen bei jemand. Ich kenne das nur, dass das dann für 20 Minuten oder maximale Stunde oder so hebt. Aber Leute, die schon wirklich länger das Schlickser haben, habe ich noch nie persönlich erlebt. Okay, hier geht's Anime weiter. Bei mir geht es normalerweise fort. Innerhalb von wenigen Minuten, wenn ich an mein Familienrezept denke. Und das ist Seelen im Geiste Silbermänner mit Glatz auf. Silbermänner mit Glatz, die ihr kennt aus Filmen, aus dem richtigen Leben, aus Manga, Anime, aus Comics, aus Serie, was auch immer. Das können fiktive Charaktere und das können reale Charaktere sein. Und die müsst ihr im Geist aufzählen. Und dann lenkt es euch so sehr ab, dass ihr keinen Schluck auf mehr habt. Das ist der Trick dahinter. Ist denn die schon wieder das Sid gekillt, die Schweine? So, und jetzt wir hoffentlich zuerst. So. Das reicht nämlich normalerweise, um die zu plättern. So. Ja, das ist unser Familienhausmittel gegen Schluck auf. Ich finde es auf jeden Fall besser, als wenn jemand das Schlickser hat und irgendeiner probiert, zwanghaft den zu erschrecken. Das kann echt tödlich enden teilweise. Und mit mehr Schläge vielleicht als ihm lieb ist, weil ich bin auch so jemand, wenn ich mich erschrecke und jemand ist dran schuld und erschreckt mich, dann neige ich auch dazu, vor lauter Schock zuzuschlagen. So, das sind unser Leid wieder. Ich glaube, das Sid racht, nee. Die Stroß gabelt sich. Wir dehnen uns in 2 Gruppen. Welchen Weg wählst du, Volk? Der rechte sehe ich eigentlich gar nicht, deswegen muss ich den linken nehmen. Erlaubt, dann gehe ich. Noch links. Du kommst mit mir, Barrett. Dann gehe ich. Rechts rum. Okay, dann laufe ich. Rechts. Ich gehe. Noch rechts. Dann gehe ich. Rechts rum. Dann gehe ich. Rechts rum. Erlaubt, dann gehe ich noch. Links. Und dass mir jetzt keiner von euch verreckt. Wir müssen zum Sephiroth kommen. Es ist alles vorbei. Dodemit. Ich fühle mich wie Materia-Jägerin Yuffie. Letztes Kapitel. Materia in aller Ewigkeit. Lady Kuh. Alles Leben auf dem Planet, ja, sogar das Leben vom Planet selber liegt in unserer Hand, beziehungsweise meine Pfote. Ich bin so froh, euch alle kennengelernt zu haben, wirklich. Wenn nicht sentimental, Reef. Ja, und tiefer? Passen alle gut auf euch auf, okay? Jo, natürlich. Gut. Und das war's dann. Können wir jetzt trotzdem durch rechts rumgehen, oder? Nee, das ist für uns offensichtlich kein Weg mehr. Ich weiß es nicht. Ich mag jetzt an der Stelle eigentlich nur ganz gern das Ding benutzen, was wir da gefunden haben. Speicherkristall. Möchtest du hier einen Speicherpunkt erstellen? Natürlich. Jetzt speichern wir nämlich mal wirklich ab. Und da wird gespeichert. In der Nordhöhle. Okay. Jetzt haben wir zumindest mal endlich wirklich einen Save Point, auf den ich auch bauen kann. Diese scheiß Parasite, diese Sid-Rassisten. Ich kann die Viecher nicht leiden. Die gehen so penetrant auf Sid drauf. Ich weiß nicht, was sie mit dem haben. So. Vielleicht werden sie auch von seiner rohen animalischen Art abgezogen. Ich kann es nicht sagen. Okay, Sid hat dafür wenigstens mal ein Level gekriegt und ist jetzt auch auf Level 60. Cloud hat anscheinend kurz aufgeholt, als Sid Emul toter Mann gespielt hat. Jetzt mag ich mal gucken. Ja, da kommen wir tatsächlich auch hier. Ah, dann war das mal am Redden 13. Okay, alles klar. Gut, also da kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Das wollte ich einfach mal zur Sicherheit nochmal wissen. Wir gehen da links lang. Noch eine Gabelung.
Wolk, wo magst denn? Gehen wir mal noch rüber. Okay, dann gehe ich noch rüber. Ich noch rüber. Ja, wir bleiben zusammen, Buber. Warten, das Sephiroth. So, da. Oh, hallo, du wieder. Hat nix stehlen können. Schlachtruf. Wollkarren auf der Wäsching, das grad so kracht. Und Sitte überfälscht ihn bitte. Jedermanns Albtraum. Okay, hat nicht getroffen. Hat nix stehlen können. Dem Haaren mal penetrant auf der Wäsching. Und ach permanent. Der steckt halt jede Menge Ei. Jedermanns Albtraum. Autsch, das hat die Wolke außer Gefecht gesetzt und Master Thornberry auch. Scheiße. Schade bei so einem wichtigen Gegner, der so viel Ei bringt. Okay, und du heilst dich nur mal, Wolk. Okay, so. Jetzt sind wir hier in der Brie. Ist das richtig hier, oder? Ich mag erstmal nur ohne weitergehen. Was kommt denn jetzt hier? Fucking Tier. Noch ein Master Thornberry. Hi. Haben wir einen Todesschutz oder so parat, dann würde ich mich sehr viel sicherer fühlen bei dem goldigen Vieh mit der Flosse hin. Aber goldig ist der ja schon. Thornberries, die kommen übrigens auch in jedem Final Fantasy vor. Scheiße. Ah, es hat ihn aber nicht gekillt. Das ist doch schon mal was. Ja, das sind sehr starke Gegner, sehr goldige und sehr starke Gegner, die auch in jedem Final Fantasy so als Running Gag vorkommen, so wie die Behemoths. Jedermanns Albtraum. Und? Okay, das hat Barret ganz zerschmettert. Wir verwenden für ihn aber auch eine Phönixfeder, so ist es nicht. Und überfallen den Master nochmal. Und, was hat er? Der Master of Disaster hat nichts dabei, was man stehlen könnten. Aber er hätte eigentlich was parat gehabt. Und Shiva hat er Level gekriegt. Sehr cool. Und ein Mega-Elixier gibt's auch noch. So. Hier lang wollte man, oder wollte ich, damit ich da nochmal dran komme. Für eine Zauberkapsel. Okay, hier gibt es anscheinend wirklich nur Kapseln. Ist echt ein bisschen schade. Ich habe es anders im Kopf gehabt, dass es da sehr coole Sachen im Nordkrater gibt. Naja. Ih, was bist denn du für einer? Alemannia. Na toll, das Ding hieß doch Französisch, auch noch Deutsch. Träne. Das finde ich irgendwie rassistisch. Das Vieh auf Französisch Deutsch zu nennen. Beziehungsweise Deutschland zu nennen. Wie? Aber ich glaube, in dem Gebiet gibt es auch die Zauberkessel-Gegner. Ah, da ist er jo. Sehr geil, das ist er. Zauberkessel. Und Zauberkessel macht was sehr Cooles. Gib mir Elixier. Du hast. Und jetzt ist das Vieh angreifbar. Hat aber nichts, was man stehlen kann. Und jetzt kommt der Clou bei der Sache. 8000 Erfahrungspunkte und 1000 AP. Wie gesagt, wenn ihr jetzt Armbänder habt mit Slots doppelt, dann kriegt ihr 2000 AP. Das ist schon nicht verkehrt. Ja, die Dinger sind echt nicht schlecht. Uns kostet eigentlich auch nur Elixier. So. Und die Elixiere könnt ihr ja auch von Master Thornberry klauen. Oh nee, jetzt haben uns die Deutsche auch noch in die Zange genommen. Und wenn attackieren sie natürlich die Blonde. Manometer, was für widerliche Viecher war. Ja komm, Wolk. Hör auf, das Sitze attackiere.
Ich muss echt nur Sid hier im Nordkrater schützen vor permanente Angriffe und Mobbing-Aktionen von widerwärtigen Monster. Gibt's doch gar nicht. Dann heilen wir uns hier nochmal. So, da. Okay. Weiter geht's in dem Gebiet. Und raus hier. Ah ne, wir sind noch ein bisschen weiter hier in dem Gebiet. Das ist ganz gut, weil hier definitiv die Zauberkessel auf uns warten. Die es hier gibt. Huch, was sind denn das für Gestalter? Christopher! Hi Christopher! Und das andere ist My Little Pony, oder was? Naja, das mag ich jetzt eigentlich nicht dafür verwenden. Wir überfallen vielleicht die DG, wie auch immer. Auf jeden Fall waren das Chris und My Little Pony. So, oder? Ifrit hat ein Level. Sehr cool. Und eine Phönixfeder haben wir auch noch gekriegt. Da sollte man den Barret gerade mal kurz beruhigen wieder. So, da. Wie kommen wir dann an die Kiste dran? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das werden wir schon rausfinden. Das werden wir rausfinden. Impfstoff. Okay. Da mag ich hoch zu der Substanz. Ich finde es auch etwas seltsam, dass in der Ausgabe die Materia Substanz heißt, aber ich weiß nicht, ob das nur bei der PC-Version bei der Deutschen so war, dass das Substanz genannt wurde und ob bei der PlayStation 1-Version die Substanz tatsächlich auch Materia genannt worden ist, kann ich nicht genau sagen, aber es ist sehr gut möglich. Okay, seht, ich glaube, das killt ihn trotzdem leider nicht. Aber bei den Viecher ist die Limit-Attacke auf jeden Fall nicht verschwendet. Jedermanns Albtraum. Okay, es hat ihn nicht umgebracht. Das ist schon mal nicht schlecht. So, Wolf, schnapp dann. Du überfällst ihn nochmal. Und mir eine Elixier geklaut. Das, was uns vorher Flöte gegangen ist. Jedermanns Albtraum. Okay, das hat Sid endgültig gekillt. Nein! Und deswegen hat Sid die wichtigen Erfahrungspunkte verpasst. Schade. Und Cloud ist schon auf Level 61 deswegen. Verdammt. Okay, Barret, das ist dein Metier. Holen wieder zurück. Und du, Cloud, du machst doch mal eine schöne Heilung hier. So, dann mag ich noch zu der Materia gehen. Materia Schild. Moment. Die mag ich mal gerade nochmal angucken, die Materia. Schild, da ist es. Okay, Zaubermateria Schild. Okay, haben wir irgendwas, was wir da anwenden könnten? Leviathan, Zauber und Glücks. Ja, Glück können wir eigentlich mal sein lassen. Machen lieber da so ein Ding rein. Mal gucken, was uns der Zauber bringt. Okay, da mag ich jetzt eigentlich auch nochmal kurz hier und gucke, ob ich da nicht dran komme. Nee. Ich schalte jetzt einmal kurz die Zufallskämpfe aus, weil das hier ein bisschen Friemelarbeit wird. Und das mag ich auf jeden Fall noch haben hier. Cloud. Verarsch mich nicht. Da ist doch wohl noch an der dappig Truhe hier dran kommen können. Und über die widerwärtige Spinneweber oder was auch immer das Verknorzte sind und drüber klettern können. Scheiße. Okay, ich probiere es jetzt mal von der Seite aus. Da ist noch drin ein Heldentrank, wieder Kaba mit Heroin. Das gibt Tinte auf der Füller. Okay, nee, ich weiß nicht, was hier das verdammte Problem ist von ihm. Von Dokuma River, ja, das ist alles in Ordnung. Aber ich sehe gerade die dreidimensionale Fehler von dem Ganzen nicht. Da können wir auch nicht abtauchen oder ähnliches. Und deswegen habe ich jetzt einmal wirklich bewusst die Zufallskämpfe ausgeschaltet. Ansonsten rennen wir da die ganze Zeit in der Gegend rum und checken nichts. Von da aus, also perspektivisches Problem ist es anscheinend auch nicht. Ich weiß es nicht. Woran es hier liegt, was hier das verdammte Problem ist. Cloud, komm. Verarsch mich nicht, lass mich doch nicht hängen zum Schluss. Mann. Die geänderte dappische Truhe, das gibt's doch alles gar nicht. Nee, da ist auch nichts zu lösen. Ich weiß auch nicht, was hier das Problem ist. Ich versuche die ganze Zeit permanent X zu drücken.
In der Hoffnung, dass ich durch vielleicht irgendwas auslöse. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nur lachend vorm PC sitze und ich über mich köstlich amüsiere, weil ich auf die scheiß Feder hier nicht drauf komme. Ach komm schon. Jo, Allah. Kupst wie gedupst. Dann machen wir Feldordnung. Kraftkapsel kriegt das Sid, Abwehr der Barret, Gemüt kriegt 8 der Barret und Sauber kriegt der Cloud. Das ist doch so eine Scheiße hier. Verdammte Scheiße nochmal. Aber da wohl hier noch an die bekackte Truhe Dracumme kennen. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das scheiß Problem hier? Grad mal gucken. Von da oben kann ich jetzt auch nicht irgendwie in die Sub reintauchen, oder? Aha. Ah, da liegt der Hundbegraber. Okay. Na aller Hopp. Kaisergarde haben wir wieder gekriegt. Sowas hatten wir aber, glaube ich, schon mal. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist doch ein Armband. Kaisergarde dürfte Armband sein. Geleitware Kaisergarde, jawohl. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Wachstum normal. Herrenamulett neutralisiert Blitz, Erde, Wasser, Gift. Okay. Mystil, das ist 6er. Beim Sid, wie sieht's du aus? Kaisergarde, der hat sie schon. Okay, Mystil macht aber sonst nichts. Hat genauso viel. Macht halt die Verteidigungsprozent auf 0 wieder runter. Die Zauberabwehr erhöht's, aber die Zauberabwehrprozent macht's runter. Scheiß drauf, der kriegt das jetzt auch. Es ändert sich aber nichts von seinen Materia-Slots, insofern passt das. Ich mag aus dem Gebiet auf jeden Fall nochmal rausgehen. Hier mache ich nochmal die Zufallskämpferei. Und wie wir wissen, kriegen wir natürlich prompt wieder einer serviert, sobald wir die Reihe hauen. Und sofort ein Master Tomberry. Hi. Hi, Männle. Konnte nichts stehlen. Jedermanns Albtraum. Ich hätte ganz gern eine Mauer auf uns. Und mag, dass der Barret hier seine Limit-Attacke reinhaut. Boah. Aber das macht ihm nichts aus. Der hält nämlich jede Menge aus. Und dann mag ich nochmal Heiler. Und dass der Barret auch nochmal auf die Schniss hakt von dem Vieh. An. Und da wieder Aare watschelt. Überfall. Hat nix stehlen können. Und wieder jedermanns Traum. Okay. Das hat auch nicht gereicht, um endgültig zu killen. Und wir haben erstmal alle profitiert von seiner Erfahrung, die er gibt. Sehr geil. Und Zeit ist gemastert, sowie geboren. Stolzer Materia-Papa. Und eine Runde Heilung für alle. Zumindest für die, die es brauchen. Also merke, überall wo Schimmel an der Felsen dran hängt, kann man irgendwie tauchen oder klettern. Das ist schon nicht schlecht zu wissen. Und ihr müsst mich oder ihr dürft mich nicht fragen, was passiert wäre, wenn wir der rechte Wegenummer hätten. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es leider echt nicht sagen, was dann passiert wäre und ob das dasselbe Gebiet gewesen wäre. Beziehungsweise wenn wir noch ohne Gange wären statt noch ober. Wenn wundert's, dass wir von den Viecher Aare-Troppe klauen. Und die Aare-Deitsche sind wir wieder kaputt. Ich kid. Okay. Und noch zusätzliche Aare-Troppe hätten sie parat gehabt. Alles klar. Gut. Dann die Sache. Ich mache an der Stelle dann auch mal einen Cut. Noch den Zufallskampf natürlich. Gegen wieder an Deutschland. Alles klar. Die gehen relativ fix kaputt, die Viecher. Das erinnert mich auch gerade mit der Augentropfe, dass ich selber noch mal Geltropferei machen muss, wegen meinem verstopften Tränenkanal. Das habe ich eigentlich ja auch schon mal bei The Walking Dead Michonne erklärt, dass der sich entzündet hat und da muss man dann Geltropferei machen. Ich finde es total widerwärtig. Aber man gewöhnt sich an alles. Ich bin auch jemand, der kann sich selber Kontaktlinse reinmachen, deswegen trage ich auch die Brille. Ich finde es so eklig, alles was am Arsch ist.
Wie dem auch sei, wir sehen uns dann morgen wieder, also machen's gut. Ian Yankee.